Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Let it snow, let it snow, let it snow. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu der Folge 9 von Lauch und Locker. Salut Raoul! Bonjour! Bonjour! Ja? Schnee mit Verspätung wieder mal leider. Gut, letztes Jahr haben wir glaube ich gar keinen gehabt. Ich bin lieber Sport als gar nicht, sage ich immer, bei solchen Fällen. Das stimmt. Gut, ich kann schon nicht mehr reden. So eine schöne Weihnacht wäre wieder mal schön gewesen. Einfach alles weiss, das wäre cool gewesen. Ja, das stimmt schon. He. Haben wir jetzt halt leider nicht gehabt. Das ist Dafür so. haben wir jetzt umso mehr. Also, keine Ahnung, aber Schulkameraden wie, ich sage einfach mal Namen, Isabella ist ja eingesperrt bis und mit Montag. Also, das ist schon mal geil. Oder Ammerswil ist so zugeschneit. Ich meine, die sind schon mit einem Funkloch. Ja. Also weißt, die haben nur eine Strasse ins Dorf rein. Das ist auch alles abgesperrt. Also es kommt niemand rein oder raus. Also einfach komplett abgesperrt. Und wie sieht es eigentlich bei euch im Dorf aus? Also sind ihr auch eher abgeschottet oder sind die Strassen geräumt mittlerweile? Oder ist es einfach kritisch? Es ist also die Hauptstraßen sind geräumt, ja. Also sie sind auch mit der Salzmaschine-Ding drüber. Also mit dem fetten Laster da. Mhm. Aber ja, es ist schon also am Freitagmorgen schon lustig gewesen. Das sind schon scheuche Überforderungen gewesen. Also, das habe ich schon amüsant gefunden. Ja, du bist glaube ich sogar noch Velo gefahren, oder? Ja, logisch. Das ist am lustigsten. Nein, mein Gott. Absoluter Albtraum wäre es jetzt Velo fahren. Nein. Also es ist immer noch einfach so halb geräumt. Bei uns hat es eine fette Tanne umgeworfen. Also es ist einfach abgebrochen. Also ja, easy in dem Fall. Hat jemand keinen Bock auf den Weihnachtsbaum gehabt? Ja, aber gestern bin ich mit meiner Nachbarin rausgegangen, einfach ein bisschen laufen. Und dann haben wir entschieden, wir gehen ein bisschen um den Staufberg herum. Wir sind einfach mal so ringsum gelaufen. Ey, ich habe jetzt einen Krampf in der Weile, also so Muskelkater. Du kennst das fix, wenn du so in der Wüste oder am Strand mega lang laufst. 1:1 das Gefühl war es. 1:1, weil es einfach so viel Schnee hatte. Trottoir, es war alles dort drauf. Einfach, dass die Strassen frei sind. Es war total krank. Wir sind überall kriechend angekommen, es ist mega traurig. Geil. Nein, wir sind gestern Abend Nachtschlitteln. Das war so lustig. Wir sind auf der Ding, wie heisst der? Staffeleck, oder ich glaube, irgendwie so. Sind wir rauf. Und noch ein bisschen Alk mitgenommen und so. Und dann sind wir mit 2 Kollegen, also meine Schwester und ich mit 2 Kollegen, sind wir dort rauf. Und ja, bis am 11 Uhr sind wir dort oben gewesen. Nein, am 11 Uhr sind wir so heimgegangen. Aber es war so geil gewesen. Also wirklich so mit Stirnlampen und Taschenlampen und dann da den Hügel durch abgefetzt. Mein Steißbett tut immer noch weh, aber es war so lustig gewesen, Mann. Hat sie schon mal so von einem Schlitten geworfen oder hast du einen Unfall gebaut? Ja, also jetzt dort, gestern Abend war es einfach lustig gewesen. Der Joel und ich, grüß gehen raus an Joel Wiedrig. Und Sarah Wiedrig natürlich auch, grüß gehen raus. Die sind dort dabei gewesen. Der Joel und ich, wir haben so ein bisschen Scheiß ausprobiert auf dem Schlitten. Und zwar so, also auf dem Bob, wir sind mit den Bobs gegangen, am Schlitten kannst du am Tisch nicht vergessen. Aber wir sind mit den Bobs gegangen und nachher haben wir so probiert, so auf dem Bob zu stehen und so auf dem Stehen so runterzufahren. Und es ist hure gut gegangen im Fall, wenn du dich so am Steuerrad festhältst und nachher so leicht in die Knie gehst, dann geht es voll gut. Das Blöde ist, nur das ist dann bei mir passiert, wenn der Schlitten plötzlich stoppt. Ich bin so mit dem Kopf voran, schöner Köpfchen. Und das ist einfach, ich bin der Einzige, der keine Stirnlampe hatte. Oder? Mein Vater ist immer oben gestanden, hat mir mit der Taschenlampe die Schlittbahn ausgeleuchtet, also halt die Spuren einfach so ausgeleuchtet. Mhm. Und der Joel hat noch so eine Stirnlampe angehabt. Und beim ersten Mal, als er runtergegangen ist er mit so einem hohen Plastikschlitten runter. Ist irgendwie im tiefsten stecken geblieben. Du hast einfach plötzlich gesehen, wie das Licht ausgeht. Und hast genau, jetzt ist der Kopf im Schnee.
Geil. Das hat so lustig ausgesehen. Aber nein, es ist schon ein bisschen mehr passiert. Also in Grech jetzt so eine Schlittelpiste. Vor ein paar Jahren bin ich dort mit der Carina und mit meinem Vater runter. Und dann, es hat halt dort so einen Hang, der relativ steil ist und direkt nach dem steilen Hang gibt es halt eine 90-Grad-Kurve. Und es ist halt nicht so gescheit, dass es genau in dieser 90-Grad-Kurve halt nicht kein Netz hat. Und dann bin ich halt so geradeaus weiter und so der Hang ab und ja. Und dann irgendwie der dann das letzte kam von unserer Familie, der hat mich dann schreien können und mich dann wieder raufgezogen. Ich weiss noch, wir sind im Kindergarten auch mal beim Staufpark schlitteln. Und ich hatte auch so einen Bob, so einen kleinen Plastikbob da. Und es haben nicht alle so Schlitten gehabt. Da habe ich auch irgendjemanden mitnehmen. Ich weiss nicht mehr wer. Aber wenn die Person das lässt, Glückwunsch. Sind wir zu zweiten runtergeschritten und ich bin gerade ohne zu bremsen in den Busch reingefahren. So richtig schnell. Es war so mühsam. Wir sind einfach nicht mehr rausgekommen. So geil. Ich bin einfach wieder mal Sport einfach unfähig. Das war einfach so lustig gestern Abend. Es war noch so eine andere Jugend-Teenie-Gruppe dort oben. Und die sind dann zu uns rübergekommen. Also zuerst sind sie irgendwie in eine andere Richtung, sind nicht richtig böbeln. Dann haben sie wahrscheinlich gemeint, ja fuck, das ist nicht so geil. Dann sind sie zu uns gekommen. Wir haben ja die Spur schon relativ gut ausgefahren. Und wenn ja die Spur hart ist, dann fetzt es ja brutal runter, oder? Und dann sind sie zu uns gekommen und gefragt, ja, dürfen wir da kommen? Haben wir gesagt, ja und so. Und die sind relativ cool drauf, sind auch ein paar Mal runtergeschlittelt und so. Und nachher hat es der eine von denen einfach geschafft, sein Handy rauszunehmen und vergessen, es wieder zurück in die Tasche zu tun und vergessen, die Tasche zuzumachen. Und dann ist er einfach so raufgekommen, oh fuck, ich habe mein Handy verloren. Und dann so, hey, die haben das scheiß Handy im Täuschen verloren, Mann. Und dann sind aber mit der Taschenlampe suchen und so. Ey, und dann irgendwie, ich glaube nach einer halben Stunde oder so, sie haben dann so den Klingelton, also weißt du, per iPhone-Suche und so, haben sie dann so da den Suchton abgelassen und so. Und dann hat der Schule noch schnell geholfen. Und ich glaube, sie haben es dann wieder gefunden, also im Täuschen oder so mit dem Ton. Uff, das würde mich so anschiessen. Hure Glück gehabt, Mann. Ja, jetzt vor allem du mit dem neuen Handy. Ja, endlich mal ein neues. Aber das erinnert mich mega an meine Kollegin. Wir sind mal, das war im Sommer, am Trinken gewesen. Und es hat so mega hohes Gras gehabt, es ist schon mega lange nicht mehr geschnitten worden. Und sie hat es einfach fallen lassen. Und das sind wir 4 Mal hintereinander. Und wir mussten jedes Mal suchen. Und es sind sicher ein paar Stunden gewesen. Einfach, die hat so nicht im Griff gehabt, das Handy nicht zu verlieren. Es hat weh gemacht am Fall. Nein, ich weiss nicht. Also, wenn ich mein Handy mit in den Ausgang nehme, dann schaue ich alle 5 Minuten, ob der Riss wirklich zu ist, ob es immer noch da ist. Und dann, also das ist wirklich schlimm. Aber dafür die Heime, ich schaffe das irgendwie 3 Mal am Tag zu verlieren. Einfach weil ich nicht weiss, wo ich es angelegt habe. Ich kann es irgendwo hinlegen und 5 Sekunden später weiss ich nicht mehr, wo es ist. Exakt. Und ich kann es immer auf lautlos. Das heisst, anrufen kann ich eben auch nicht. Also ich mache es inzwischen immer mit Google-Suche. Das ist das Geile bei Samsung. Du kannst einfach auf Google liegen, find my phone, genau. Find my phone. Und dann kannst du es läuten lassen, wenn es auf lautlos ist oder so. Aber ja, schießt halt trotzdem an. Wir kennen es. Ja. Nein, aber es war lustig nachher. Das ist wirklich, das müssen wir unbedingt wieder machen. Das war geil. 2-mal geschüttelt, ist zwar nicht wirklich viel, aber wenigstens etwas schöne Jägi hinterher gelitzt. Auf Lärmmagen längt es ja. Ja, Kurvenwasser, passt schon. Kurvenwasser. Nein, aber es ist wirklich... Hey, und dort es hat 2 Pfosten gehabt. Es hat dort auf dem Staffeleck so ziemlich viel Schnee, oder? Logischerweise. Mehr als jetzt bei uns unten. Und dann hat es halt dort einen Parkplatz, der ist zugeschneit gewesen und haben natürlich vom Raumfahrzeug nicht geräumt worden, oder? Und dann hat es halt ein paar sehr schlaue BMW- und Mercedes-Fahrer gegeben. Nein, Audi- und BMW-Fahrer, ganz wichtig. Wo auf die schlaue Idee gekommen sind, ihr Auto auf dem Parkplatz abzustellen. An diesem Abend haben wir beide Autos rausschieben im Fall. Wir sind so am Schlitteln und nachher eben die zweite Teenie-Gruppe ist dann so gegangen. Und dann so nach 10, 15 Minuten haben sie dann runtergerufen, ey, könnt ihr schnell helfen, das Auto steckt fest, oder? Und dann den haben wir dann per First Try direkt zu 5 haben wir den rausgestoßen, ist gerade gut gegangen. Und dann sind wir noch 2 Minuten geschlitten und haben das Zeug zusammengepackt und zum Auto gegangen. Und dann, sie sind eben auch gerade ins Auto eingestiegen, die andere Gruppe. Und dann haben wir gesehen, dass schon wieder einer dort drauf gefahren ist und schon wieder feststeckt. Diesmal war es ein Audi gewesen. Und ey,
haben sie uns gefragt, ey, können wir dir auch helfen? Und wir so, ja, wir können es ja jetzt, wir haben jetzt schon geübt. Sind wir gegangen und ja, haben das dann, aber das war dann heftiger gewesen. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die haben sich so festgefahren im Fall. Wir haben zuerst mal alle Räder müssen ausbuddeln. Also weil die so die ganze Zeit immer wieder Vollgas gegeben haben, weißt du, driftet das Rad durch und es sinkt nicht mehr tiefer runter. Also erst mal alle 4 Räder müssen in alle Richtungen frei schaufeln, also vor allem das rechte Vorderrad hat es einen fetten Eisblock vorher dran gehabt, den haben wir müssen zuerst mal wegschlagen und so. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben. Und es war sogar Allrad und hat es trotzdem nicht geschafft. Dann haben wir es versucht, von hinten anzuschieben. Jetzt sind wir dann alle ja gestorben, weil der Typ scheiß verdammte 4 Auspuff hat und wir einfach verreckt sind von dem Uhren CO2. Ey, das war das hässlichste, was ich je hatte. Ey, ich bin so... dann haben wir es von vorne probiert, das ist aber auch nicht gegangen. Dann haben wir eigentlich alles freigebuddelt, haben die Masken angezogen und dann haben wir es eigentlich von hinten probiert. Und dann ist es gegangen, 10 cm und dann ist aber wieder stecken geblieben. Haben wir noch einmal freigebuddelt, haben wir wieder angestoßen von hinten und dann ist es wieder gegangen. Und dann sind wir einfach hinter dem Audi hinterhergerannt, bis er wirklich vom Parkplatz runter ist. Also wir sind wirklich so, das dritte sind wir so der Audi am Stossen und hinter dem hinterhergefahren, wenn der eine hohe Freude hatte und Gas gegeben hat. Also haben wir versucht, dem hinter zu fahren, einfach, dass er nicht mehr stecken bleibt. Und dann ist es gegangen, ja. Ja, also es tönt nach zu viel Arbeit, finde ich. Ja, und das Geilste war der Kommentar von meiner Schwester. Ich habe meine Händchen bei uns im Auto gelassen und habe deswegen nicht so geil gefunden, ohne Händchen da Schnee frei zu bauen. Und dann ist meine Schwester und sie hat halt Händchen an und ich gesagt, ey Carina, komm, kannst du da schnell frei bauen, du hast Händchen an. Und meine Schwester dann einfach so, ja komm, kannst du meine Händchen nehmen. Und dann hat sie sich so einfach dran gestellt und zugeschaut. Fair unterwegs. Nein, ich habe gestern dafür, also die Pflanzen sind ja alle komplett flach gedrückt. Ja. Und wir haben Bambus im Garten. Und es ist so wie ein Betonmauer und dann ist unser Garten und auf der anderen Seite ist einfach Trottoir. Und auf der anderen Seite war der voll am Ablappen. Also so richtig fast am Umknicken. Und dann um 9:30 in der Nacht schickt mich meine Mutter wieder raus. Kannst du bitte die Pflanzen abklopfen? Geil. Und dann siehst du mich irgendwie so dort bis am 10 mit einem huren Besen und will ein paar verschneite Pflanzen am Einschlagen. Habe mich gefühlt wie der grösste Depp. Also es war so dumm. Ich war einfach dort, den dummen Besen am Rumschwingen, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Schnee abklopfen kann. Ja. Das war verdammt traurig. Ich war einfach zu klein dafür. Ich bin nicht aufgekommen. Geil. Oh. Nein, bei uns ist es auch, also ich habe auch erst mal am Freitagmorgen am 8 Uhr einen Zahni-Termin gehabt. Dementsprechend bin ich dann halt auch, obwohl ich habe ja kein NAP gehabt, bin ich dann natürlich dann auch irgendwie am 8 oder 9 dann auch wieder daheim gewesen. Also nein, 8 natürlich nicht, lol, wenn ich am 8 Termin habe. Am 9 bin ich wieder daheim gewesen. Und bin ich erstmal durch das ganze Quartier durch und alle Nachbarn, die es alleine nicht arbeiten, aufgrund von Alter oder Krankheit, habe ich erstmal da alles freigeschaufelt, bei uns auch. Ein bisschen prosoziales Verhalten zeigen. Genau. Genau. Ja, wobei zum Teil war es fast altruistisch im Fall. Nein, aber ja. Es ist wirklich deprimierend gewesen, weil du hast Schnee schippen und 10 Minuten später hast du noch neu anfangen, weil wieder so viel Schnee runtergekommen ist. Ja. Ja, und da kommt halt die Frage, was ist besser, einfach warten, bis es alles abgesetzt hat oder einfach immer wieder gehen? Ja, das Ding ist halt, ich habe jetzt schon, also bei uns habe ich jetzt schon, also als ich angefangen habe, schon bis über den Knöchel drüber im Schnee gestanden und bin mit dem Velo nicht mehr rausgekommen. Also wenn dann halt noch länger gewartet wäre, dann ist es wieder definitiv gewesen. Das ist blöde Reise. Ja, blöde Schneise. Meine Nachbarinnen haben auch die Velos draussen. Also, wir müssen halt auch auf Aarau. Und sie die Velos nicht können nehmen, weil die so zugeschneit waren. Geil. Dann haben sie einfach keine Zeit gehabt, um sie vorzugraben. Wir sind ja auch in dem Fall. Aber ja. Das war bei mir auch, als ich am Freitag mal zum Zahnarzt gegangen bin. Ja, das heißt nicht gecheckt. Ich schaue eigentlich am Morgen selten aus dem Fenster raus. Ich bin einfach runter, habe schnell zum Morgen gegessen, angezogen aus dem Haus raus. Und dann stehe ich plötzlich auf der Stege und sehe so viel Schnee und ich so, well, this ain't gonna be easy. Und ja. Ist mal schön mit Sneakers durch
höher als knöcheltiefen Schnee durch zum Velo. Richtig geil. Snickers. Ich würde verrecken. Aber wir wohnen bei so einer Kreuzung, gerade in einem Ecke. Und immer da das Schneefahrzeugteil da hat immer den ganzen Schnee an so einem Ecke deponiert, oder? Das heisst, man hat so automatisch wie im Burg für die Schneeballschlacht. Das war immer das Geilste, wenn es Schnee hatte. So der Primar mit Kollegen einfach da sind und Schneeballschlachten machen. In dem ein paar oben sind, ein paar unten und dann einfach hin und her schiessen. Ja. Yeah. Das war einfach das geilste Feeling. Vor allem am Abend, wenn alles gefroren war. Dann ihnen einfach einen Eisklotz ins Gesicht bekommt. Ja. Wir haben immer in Grech, wenn meine Kollegen da waren, haben wir auch immer so Iglos und so gebaut und dann also Schneeballschlachten gemacht. Aber wir haben natürlich, also das habe ich glaube ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Das Iglo-Zeugs da? Ja, genau. Ja, ich glaube, das hast du schon erzählt. Ja, das ist einfach immer noch das Geilste. Das ist wirklich einfach nach wie vor richtig geil. Richtig geil. Ja. Aber es ist verdammt schade, der Schnee ist mittlerweile nicht mehr so schön, er ist viel zu pudrig, häufig. Ja. Aber das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Gewesen. Ja, das stimmt schon. Gestern war es gut, ja, das stimmt. Das ist so richtig schön, du hast einfach reinlängen und hast gerade einen Böllen gehabt. Ja. Und jetzt längst rein und du hast einfach nichts. Ja. Aber ich bin froh, lieber er ist gefroren, als dass er flotschnass und grusig ist, ganz ehrlich. Ist so. Weil auch wenn er gefroren ist, heisst das nur, dass es genug kalt ist, dass er genug lang bleibt. Und ich will, dass der hure Schnee genug lang bleibt. Also von dem her sind wir ja gut dabei. Yeah. Aber jetzt, also ja, ich meine, jetzt sind die Leute wahrscheinlich auch noch eher drin. Also hilft das vielleicht sogar ein bisschen in Sachen also Corona und so? Ja, das stimmt. Oder, I don't know, ich muss die Zeit irgendwie anders verbringen, halt eben vielleicht mit Games. Die Perhaps. Überleitung war gerade so episch gewesen. You're welcome. Ja, komm. Games. Keine Ahnung, also das haben wir ja auch in der Schule schon irgendwie gestartet, Schach. Ja. Also einfach so, ich meine, du gehst ja voll nach Taktiken. Du schaust Videos oder du musst einfach ein bisschen lesen. Also beides. Also ich kann ja, Grüße gehen raus an dich, Kunal, du absoluter Ehrenmann. Der ist ja eine richtige Maschine im Schach. Ja, ich habe halt immer mal angeschrieben, ey, hast du YouTube-Videos, wo du findest, die sind gut, wo ich mir mal reinziehen könnte? Und hat er mir mal eins geschickt, wo ich mir dann auch angeschaut habe. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, Alter, und habe dann das auch so, gerade mit meiner Chess-App da gerade so ausprobiert und so. Dann habe ich halt so ein paar Taktiken gelesen, so italienische Eröffnung, spanische Eröffnung und so. Ja, das Ding ist, also Schach ist einfach für mich so, ich bin nicht so der Geduldsmensch. So, Schach ist, du musst auf alle Figuren vom Gegner schauen, sonst bist du gefickt. Du musst auf alle Eventualitäten eingehen können und es ist... Mhm. Ja. Das Ding ist, ich spiele es gern, aber ich kann es nicht. Also im Sinne von, manchmal läuft es gut, dann bin ich so voll, das war ja sogar gescheit gewesen. Und im nächsten Moment ist es so, okay, in dem Fall doch nicht. Ja. Aber ich finde, das macht es so irgendwie lustig. Und ich weiß nicht, aber ich finde es auch nicht so schlimm zu verlieren oder so. Ich meine, teils Leute gibt es ja wirklich, die sind so, Scheiße, da hätte ich sollen gesehen, jetzt verliere ich. Für mich ist es so, ups, okay, machen wir einfach mal weiter. Das bin ich. Mich regt es immer so auf, wenn ich wirklich, also ich habe mit meinem Vater am Abend mal gespielt und ich habe gedacht, ja komm, gegen ihn habe ich eine Chance, der hat das fast noch nie gespielt oder ganz selten früher mal, oder? Und er hat mich so hops genommen. Er hat selber keinen Plan, aber hat mich so hops genommen, einfach aus dem Grund, weil ich quasi schon einen Plan hatte, wie ich es in König Schachmatt setzen kann. Ich habe zumindest mal ein paar Mal Schach gesetzt, es hat gut funktioniert. Aber ich habe mich nur auf diesen Plan reduziert und habe halt nicht auf die anderen Figuren von ihm geachtet. Und dann hat er mir schön meine Damen weggeklaut, meinen Turm weggeklaut, meinen Springer, meinen Läufer, all die wichtigen Figuren hat er mir gestohlen. Am Schluss habe ich nur noch Bauern und einen König gehabt und boom, fertig war. Es ist, ja, dann hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Finde ich schon nicht cool. Aber, ja. Aber ist das denn so ein Ding, wo du jetzt momentan so machst? So lernen, also, irgendetwas Neues lernen. So ist das bei dir Schach? Heute ist irgendwie so die Episode von der Übergang, oder? Ja, ist wirklich so. Heute haben wir die perfekten Übergang zu der perfekten Frage. Also ich bin nicht so motiviert zum Schach lernen in dem Sinn. Aber ich spiele einfach ein bisschen. Also weißt, ich habe nicht immer eine Taktik. Das kommt vor allem der Anfang. Ich hasse den Anfang. Aber so Sachen lernen, ja, I don't know. Nicht wirklich im Moment. Ja.
Also vielleicht so historische Figuren werde ich ein bisschen mehr anschauen, teils. Aber ja, eigentlich sonst nicht. Wie sieht es mit Online-Games aus? Bist du dort dabei? Also jetzt Computer. Handy zählt jetzt erstmal nicht. Jein. Das Ding ist, auf dem Computer habe ich aber eigentlich gar nichts. Ich habe einfach den für die Schule und dort will ich eigentlich nicht unbedingt Games drauf haben. Ja. Ich habe auf der Playstation, es ist halt Playstation 3, also habe ich nicht viel Spiele. Und online spielen kann ich dort eigentlich quasi nicht mehr. Oh. Weil ich den Code nicht habe, was verdammt traurig ist. Das Wir haben alle vergessen. Ja. Ja, aber ich tue noch ab und zu einfach mit Kollegen, wenn ich bei ihnen bin, etwas gamen. Ich habe zum Beispiel Mortal Kombat liebe. Oh. Das ist so geil, ich liebe das Spiel. Ja. Und Star Wars Battlefront, ich glaube, das sind so die ich am meisten gespielt habe. Und vielleicht noch Call of Duty. Ja. So die drei, das sind die noch ab und zu gespielt wurden. Gut, ich meine, Call of Duty und Star Wars Battlefront sind ja eigentlich ziemlich das Gleiche. Einfach das eine ist mit Star Wars, hätte ich jetzt einfach ja, gesagt. das macht es halt schon noch aus. Aber ich bin ich bin eigentlich kein Gamer, oder? Aber ich habe mir jetzt natürlich einen Gaming-PC gebaut mit meinem Kollegen zusammen. Eigentlich ursprünglich als Plan, damit ich mir ein FL-Studio herunterladen und genug Leistung habe, weil mein alter PC das garantiert nicht geschafft hätte. Hat sich herausgestellt, ich habe das Geld nicht für ein FL-Studio. Und Epic Store hat ja gönnermäßig sehr viele Gratis-Spiele rausgehauen, unter anderem auch GTA und eben auch Star Wars Battlefront. Übrigens aktuell immer noch gratis, also Gamer, holt euch das Spiel, es ist so fucking geil. Hitman hat es auch gratis rausgehauen und so, da haben wir alles mal geholt. Nicht alles installiert, aber GTA und Star Wars Battlefront und ey, es ist so geil. Es macht so Fun, Alter. Und mit dem Raffi habe ich jetzt in letzter Zeit grüß gehen raus und habe sehr oft GTA Online gespielt. Wir sind mich momentan ein bisschen am Aufpushen, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich überhaupt kein Gamer bin und mein Aim ist einfach nicht vorhanden. Gut, das Problem habe ich auch. Ich muss immer irgendwie andere Taktiken haben. Ja. Wegen dem ist Mortal Kombat easy. Das ist einfach links, rechts. You know? Du musst nicht noch irgendwie rumschauen, oh, dort ist jetzt jemand. Weil mit dem Controller zielen ist die Hölle. Das ist so, ja. Aber haben die nicht so Auto-Aim drin, also Controller? Zumindest so, wie ich bis jetzt gespielt habe, nicht. Ah, Oder nicht wirklich. Also wegen dem ist es ziemlich heavy gewesen, teils. geil. Nein, aber also Star Wars Battlefront macht so Bock, Alter. Und ich bin, also wirklich, ich habe Star Wars gerne. Ich bin nicht so ein fetter Star Wars Fan, aber ich liebe Star Wars sowieso. Und hey, die Grafik und es ist so geil. Es ist wirklich hure, es macht so Fun. Es ist einfach, vor allem ich habe immer ein Problem damit, wenn du zu viel musst nachdenken. Und dort musst du nichts denken, du musst einfach alle Gegner einfach abpetzen. Das ist das Einzige, was du machen musst. Hast du eine Lieblingsfigur denn drin? Also zum Spielen? Chewbacca finde ich geil, in dem Sinne Granate ist einfach das Geilste, Alter. Wenn du so einen Haufen voll Gegner hast, wo deine Basis rein schmeißt du einfach seine Nate rein und du hast gerade irgendwie 50 Gegner miteinander ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ich habe halt schon mal Obi-Wan Kenobi gespielt, aber ich komme mit dem huren Laserschwert nicht klar, ich sterbe immer. Ich weiß nicht, wie man das so richtig taktisch muss machen, dass man da irgendwie aber ja. Nein, aber Chewbacca finde ich nice. So die Charaktere, mit denen ich die besten Erfahrungen gemacht habe, bis jetzt sind alles nur böse, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Nämlich Imperator. Zumindest vor dem Update habe ich den mega viel gespielt. Darth Maul. Ich weiss nicht, der ist einfach lustig zum Spielen, weil der kommt und ja, you know. Und zuletzt noch Bosk, so die Eidechse da. Ja. Der ist so lustig. Ich glaube, der hat ja so eine Rauchgranate oder so und das ist hure lustig zum Spielen mit dem. Ja. Ja, also es ist, du musst wirklich mal mit mir spielen, das ist echt lustig. Ich bin so lost in den meisten Games. Also, ey, da ist zum Teil, also ich meine, ich bin echt beeindruckt von diesen Games. Du hast ja so 100 von Tasten, die 100 von Befehlen ausführen, wo du irgendwie gleichzeitig musst ausführen und wo du irgendwie so, auch das System mit diesen Karten habe ich in Star Wars Battlefront nicht ganz verstanden. Und wie man die auslösen und so, während du gleichzeitig nur musst Gegner abknallen und gleichzeitig nur musst umschauen, dass du deine Basis kannst behalten und also das ist die Hölle für mich, Mann. Also wirklich, das ist so lustig, hey. Ja, und ja, eben, mein Aim ist nicht vorhanden, da kann ein Gegner 2 Meter vor mir stehen, aber solange er sich bewegt, will ich
den nicht töten. Wobei, Ich kenn's. ich habe 30 Kills gemacht, letztes Spiel. Also so schlecht bin ich doch schon nicht. Aber ja, meine Kollegen, ich denke, wenn ich mit dem Janis zusammenspiele, dann hat er wahrscheinlich so 120 Kills und ich bleibe so bei meinen 20, 30. So, der ist einfach eine Maschine, der Typ. Es gibt so ein mega hobbyloses Game, wo einfach so gratis auf Google oder so kannst spielen. Es heisst Shell Shockers. Du bist einfach ein Ei, das andere Eier abschießt. Ich weiss, es ist total dumm. Die Grafik wird dich zum Latschen bringen. Aber es ist verdammt lustig, wenn du so am Abend mit Kollegen einfach das Game schon währenddessen telefonierst und Musik hörst oder so. Das ist verdammt chillig im Fall. Geil. Dann kannst du einfach so private Räume machen. Das ist einfach Liebe Leben. Ein Ei, Alter. Richtig wild unterwegs. Du musst erst mal auf die Idee kommen. Ja. Nein, GTA habe ich eigentlich auch versucht. Ich habe es sehr oft gespielt. Eben mit dem Raffi haben wir es mal von Dienstagabend her die ganze Nacht durch bis am Eis. Aber haben wir GTA gespielt. Wir sind dementsprechend am nächsten Morgen in Physik auch ziemlich müde gewesen, aber das ist krass Ding. Das ist Gut, das Ding ist, in Physik lässt ja eh niemand zu. Eben. Nein, das ist einfach wirklich lustig gewesen. Wir haben so am 10:30 habe ich so am Raffi gesagt, oh scheiße Raffi, es ist schon 10:30. Und er so, oh fuck, was haben wir morgen? Ich so, ja, Physik. Also, oh easy, dann gibt es noch eine Runde. So. Ja. Und dann, oh fuck, schon eins hoch. Ja, also, irgendwann spielt es auch keine Rolle mehr. Das ist so, ja. Also, da kannst du ja eben so gut einfach weiterspielen. Ja, das war einfach lustig gewesen. Aber in GTA bin ich auch nicht wirklich der Beste. Also alles, was mit Schiessen zu tun. Doch, in Just Cause bin ich gut. Das ist okay. Aber in allen anderen Games ist einfach... Ich finde es immer so faszinierend wie GTA. Wenn der langweilig ist in GTA, befolgst du so Strassenregeln und so. Und wenn nicht, fährst du einfach durchs Zeug durch. Ja. Ich finde das voll lustig, dass man sich so Mühe gibt, wenn einem langweilig ist, so wie normal zu sein, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Wenn es überall schon einfach das pure Gegenteil ist. Ich weiß nicht, bei mir ist einfach das Problem, ich bin ja noch so low-level. Also ich bin jetzt auf Level 14 in GTA. Also wenn ich es speede und an der Polizei schnell vorbeifahre, dann habe ich schon 2 Sterne. Das finde ich einfach eher belastend. Deswegen muss ich mich an die Verkehrsregeln halten. Das ist so traurig, Alter. Oder ich finde, keine Ahnung, ich liebe Cheatcodes. Wieso? Aber zum Beispiel GTA, teils Cheatcodes sind einfach... Oh, sorry, ich sitze ein bisschen krüppelig. Ja. Geil. Und ich weiss, es ist dumm, die zu brauchen, aber wenn du das Game schon mal durchgespielt hast, zum Beispiel, dann ist es einfach lustig, nochmal zu starten, einfach mit Cheatcodes. Und dann einfach einen Scheiß zu machen. Ich habe mal so ein ähnliches einfach ein Star Wars Game gespielt. Ich glaube, The Force Unleashed heisst es. Und dort hast du auch Cheatcodes einfügen und dann war es einfach das geilste Game aller Zeiten gewesen. Dann bist du einfach so schnell mit Levels fertig geworden. Ja, aber ist ja auch nicht wahr. Aber eben, wenn du sagst, wenn man schon mal durchgespielt hat, dann ist es auch noch akzeptabel. Einmal muss man es mal normal durchgespielt haben, sonst hast du so die Freude vom Spiel gar nicht. Ja. Aber wenn dir dann mal langweilig ist, oder so, dann tust du einfach einen Cheatcode rein. Also keine Ahnung, wie es bei anderen Games ist, aber bei dem Game zumindest, wenn du dann abstellst und nochmal anlässt, sind sie eben nicht mehr aktiv. Ah, okay. Also dann müsstest du alles nochmal von vorne eingeben. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir auch überlegen, so einen Cheatcode reinzutun, wo du so richtig viel Geld verdienst. Mhm. Aber ja, mal schauen. Maybe, just maybe. Ich finde es einfach lustig, der Raffi ist ja schon ein bisschen höher vom Level, der ist über 50. Und er ist halt so mein CEO. Und weil ich so oft mit dem Game, ich bekomme ständig 200 Pluspunkte, einfach weil ich so nah am CEO bin. Das ist einfach so. Ich bin, glaube ich, sein einziger Mitarbeiter. Das ist so. Ja, lol. Ich bekomme ständig so 200 RP, einfach weil ich so bei ihm an seiner Seite hänge und so ihn die ganze Zeit beschütze und so. Ja, lustig. Und wie sieht es mit Brettspielen aus? Also wir haben ja schon von Schach geredet. Mhm. Ja, also ich bevorzuge Brettspiele also gegenüber Kartenspielen, aber auch nicht immer. Ja. Also so Gämschen zum Beispiel, so die simplen, die gehen noch voll. Aber sobald ums Jassen oder so geht, dann schaltet es mir einfach ab. Da habe ich keinen Bock mehr. Oh, Gias, das habe ich auch mal. Aber ich weiß nicht, ob ich es geil finde. Ich glaube, ich habe es nicht geil gefunden. Und also, ja, keine Ahnung, Brettspiele habe ich einfach bessere Erfahrungen und ich habe es gerne, wenn man so ein bisschen besser sieht. Also, wenn du weißt, was ich meine.
Ich glaube, ich Meinst- weiß, was du meinst, ja. Also Siedler von Catan zum Beispiel, das habe ich auch schon gespielt. Der ist ja wirklich halt einfach alles vor dir und du hast also auch Karten, was ich doch nicht war. Dann finde ich es chillig. Ja. Also ja, also nur, aber mein Vater ist so ein totaler Fan von Spielen irgendwie. Und der Rest von der Familie einfach hart nicht. Das ist immer er, wenn jemand ein Spiel spielt und alle gleichzeitig. Nein. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ja, also ich meine, es sind natürlich schon hauptsächlich die Alten aus der Familie, sprich die Älteren, die jetzt so Brettspiele oder so bevorzugen. Also ich finde generell Online-Spiele einfach viel geiler. Auch vor allem, was ich auch so geil finde, ist so die typisch klassischen Brett- oder Kartenspiele, wo sie in ein Online-Game umgewandelt haben und dort eine geile Version daraus gemacht haben. Das finde ich einfach geil. Also jetzt zum Beispiel gibt es Werwölfe online, eine App auf dem Handy. Das ist genau eigentlich wie Werwölfe. Du bekommst halt irgendeine Rolle zuteil, du musst dann halt das ausführen, du musst halt herausfinden, wer die Werwölfe sind und so. Aber sie haben einfach das so abgeändert, dass es so fucking geil ist. Es gibt zum Beispiel so unterschiedliche Wölfe. Der eine ist halt so der Alpha-Wolf, der halt 2 Stimmen hat. Der andere ist halt so ein verfluchter Villager. Wie sagt man das auf Deutsch? Dorfbewohner. Genau, der Verfluchte. verfluchte Dorfbewohner, wo halt sobald ihn die Werwolf killt, wird er halt auch zu einem Werwolf und dann gibt es halt noch Bomber und Detektiv und Auror und Seher und ey, so geil, Alter. Und eben, dann schreibst du halt im Chat und so und tust dann abstimmen und das ist einfach viel geiler als das normale. Also ich meine, klar, Werwolf ist auch schon geil, aber trotzdem, das Online ist einfach so viel geiler und du kannst einfach mit allen Freunden aus Deutschland, auch wenn sie nicht neben dir sind oder mit einem Kollegen, der irgendwie ein paar Kilometer weg wohnt, kannst du das trotzdem spielen und so. Ich finde es einfach viel geil. Ich finde so, Online-Games sind so viel mehr Leute so zusammenführen und so, was ich einfach geil finde. Aber ja, natürlich finde ich auch klassische Brettspiele, Mühle, Mensch, ärgere dich nicht oder auch Schach jetzt natürlich sehr geil, wenn man das spielt. Also ich meine, es hat so schon ein bisschen Stil, wenn du das als Schachbrett hast und dann so mit der Familie spielst. Aber ja, Also, generell nicht kann so ein jetzt- Fan von so. Wenn man jetzt zum Beispiel Werwölfe nimmt, ich kann fast nicht mehr reden, mein Gott, Werwölfe nimmt, Ja, dann kann ich finde das Coole am Werwölfe ist, dass es viele Leute können gleichzeitig spielen können. ja. Eigentlich quasi so viel wie du willst. Es müssen einfach dementsprechend viele Werwölfe dabei sein und auch sonst Karten eben. Aber es ist cool, dass man sich halt eben sieht und Anschuldigungen kann machen und eigentlich einfach etwas freier findet. Also das finde ich eben cool am Werwölfe. Ja, das stimmt. Ich meine, da kannst du auch so voll die Witze so reinbringen. Das finde ich ist halt einfach cooler, wenn es nicht online ist, sondern in Person. Oder einfach simpler auf jeden Fall, um eben so ausdiskutieren. Und statt zum Beispiel in Among Us ist das ja auch so. Also dann Spielen geht gut online, aber ich finde es ausdiskutieren, es ist die und die Person. Mega häufig schreibt dann einfach jemand in den Chat, es war geil gewesen. Und du hinterfragst gar nicht und drückst einfach. Ja, stimmt. Also das ist so halt die Nebenwirkung, der Nachteil. irgendwie Das so ist etwas. das stimmt. Das regt mich auch an mich auf. Das ist halt vor allem mit Online-Spielen, nicht mit anderen. Dann sitzt du einfach so da und bist, ja lol, was willst du von mir? Ja, stimmt. Das stimmt wirklich, das macht so die. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Online-Games spielst und dann per Audio oder so dich einfach tonal hörst, ist es dann auch wieder geil. Also zum Beispiel, wenn wir mit dem Raffi oder mit dem Janis tun, zum Beispiel auf Discord telefonieren und dann gehen wir zusammen, wie sich das so gehört, oder? Dann ist dann eben auch wieder geil, weil dann hast du halt wieder das normale sprachliche, als würdest du nebeneinander sitzen, obwohl du es nicht machst und spielst dann wieder im gleichen Spiel. Und das finde ich dann eben auch wieder geil. Das ist auch was Geiles so an den Streamen, wenn sie Among Us spielen. Sind sie auch immer mit Discord, oder? Und dann können sie eben dann wieder verbal diskutieren. Und ich finde das ist eben viel geiler als dann schriftlich. Also wenn es halt so, ist halt so. Ja, ich weiss, was du meinst. Ja. Aber sonst, ja, bevorzuge ich jetzt eigentlich schon Online-Spiel. Und ja, ich weiß nicht, es ist so, Kartenspiel finde ich schon okay. Und Brettspiel auch schon okay. Aber ich glaube, ja, bestimmte Kartenspiele finde ich schon cooler wie jetzt Brettspiel, hätte ich jetzt gesagt. Gut, du bist ja auch noch so ein Kartenwerf-Profi irgendwie. Nein, ich weiß nicht. Irgendwann, der Manu und der Philipp haben das mal im Klassenlager geübt. Und dann habe ich das dort probiert und habe es nie auf die Reihe gebracht.
Und irgendwie habe ich dann, glaube ich, auch mal ein Video geschaut, wie das geht. Und dann, ja, habe ich es auch mal ausprobiert und irgendwie ist es dann halt plötzlich funktioniert. Ja, das ist auch wieder so etwas, da bin ich nicht gut. Sobald man ein Objekt werfen muss oder so, ich weiss auch nicht, dann funktioniert es einfach nicht. Das ist aber, ich bin auch brutal schlecht im Sport. Also, vor allem Ballsport. Ja, same. Also, das Ding ist, wenn es so eine wäre, du musst den Ball haben und dann einfach mit dem irgendwo hinsäckeln, würde es ja vielleicht noch gehen. Du wärst so der Rugby. Aber so, ja, nein, dann würde ich auch sterben. Ich meine, jemand mit meiner Statur gehört nicht auf das So ein Feld. Lauch im Rugby, Alter. Weißt du, ich würde den umgekehrt, weil man dann Nach würde den einer mit dem Böllen Runde verwechseln, Alter. Ja. Weil so der Raul packen es auf die Schulter und würde ihm so auf den Boden schmeißen, weil sie denken, der ist der Bölle, weil er so leicht ist. Nein, aber gut, Das red war weiter. mega sad. Ja, also ich bin nicht so koordiniert, dass ich müsste anhalten, um den Ball zu werfen oder so. Ja. Was will ich säckeln und werfen? Spinnst du? Kein um. Also keine Ahnung, es ist halt, ja, Stereotyp und so, ja, ich bin ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig, ist halt so. Ja. Also, I don't know, wie es bei dir aussieht, aber bei mir, ich kann nicht mal golfen. Ich treffe den Ball ohne Witz nicht. Das ist ein neues Niveau, traurig. Also auch Minigolfen geht nicht, oder was? Nein! So, nach einem Zeitchen dann treffe ich langsam, aber die ersten 3-4 Schläge treffe ich einfach den Ball nicht. Aber bei mir ist es genau umgekehrt. Ich treffe am Anfang treffe ich alles und nachher werde ich ungeduldig und dann verschieße ich. Wir haben es dann voll im Griff, oder? Ja, komplett. Nein, aber Ballsport, das ist wirklich nicht meins, Alter. Gottverdammt. Also Volleyball müssen wir gar nicht davon reden. Fußball noch weniger. Handball würde ich jetzt sagen, ja, bin ich Mitläufer, das bringe ich jetzt noch auf die Reihe. Ich treffe zwar das Goal nie, aber den Ball an mir zu behalten und passen, das bringe ich noch an. Basketball, nein. Mache ich zwar gern, aber nein. Es war einfach zu viel gewesen letztes Jahr. Ja. Unihockey habe ich gern. Also Rollhockey vor allem. Kennst du so Rollhockey? Ich glaube, das kann nicht mal jemand. Kennst du das? Rollhockey ist das, wo du Rollerblades anhast? Ja, genau, also Rollschuhe. Also, Ja, voll. also Inline-Skates meine ich. Also nicht die mit 4 Rädchen. Ja. Ja, da habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Also nicht im Verein, aber von meinen Kollegen. Das ist so geil, Alter. Das macht wirklich Fun. Das habe ich immer gern gemacht. Gut bin ich in allem nicht, aber ich mache es einfach gerne. Aber ja, nein. Bowling, oh mein Gott. Bowling. Das ist lustig hingegen. Da finde ich okay. Das ist funny. Oder Billard, das geht auch noch voll. finde Das ich. ist auch, da bin ich auch, am Anfang bin ich auch immer gut und nach dem Schluss schieße ich komplett rein. Ja. So die nicht so anstrengend sind, gehen voll. Ja, stimmt. Also ich meine, So, ja. nein, es ist halt so Billard und Bowling musst du halt so auf eine Sache konzentrieren. So beim Billard musst du einfach Bälle verlochen und beim Bowling musst du einfach irgendwelche Kühlen umfetzen. Aber bei allem anderen musst du schauen, wo sind die Gegner. Du musst den Bälle an dich behalten, du musst anderen passen, du musst schauen, wo sind deine Leute, wo sind die Gegner. Dann musst du noch irgendwie einen Korb treffen oder ein Goal treffen. Dann musst du noch schauen, dass du nicht auf die Fresse fliegst, während du rennst. Du musst rennen, den Ball unter Kontrolle. Das ist einfach zu viel. Sorry, das Ja, geht ich nicht. schwöre. Ich kann Nein. auch, sobald sich bei einem Sport sich Teams also so durcheinander laufen, dann kann ich nicht mitspielen. Dann kannst du mich nicht brauchen. Es ist mega traurig, aber es ist so. Ja. Weil ich habe den Überblick nicht, ich weiss nicht, wo ich hinstehen soll. Ich bin einfach so ein bisschen da. Easy, ich bleib da stehen, mache dir einfach mal. Und Sitzball bin ich auch scheiße, weil ich habe einfach, wie gesagt, auch im Real Life überhaupt kein Aim. Ich auch nicht. Also ich kann mehr oder weniger ausweichen und ich treffe, wenn die Person gerade nicht schaut. Aber das Ding ist, ich kann so nicht hart werfen, dass die Person den Ball immer fangen kann. Ja, Das ist mega traurig. weiter kann ich schon, aber ich treffe einfach nicht. Das ist einfach belastend. Das ist wirklich belastend. Man kennt's. Ja. Und jetzt sind wir dann schon gleich wieder bei 40 Minuten. Ich denke, das heisst der Fragengenerator, oder? Yes. 3, 2, Showtime. 1. Der Fragengenerator. Episch! Du warst eine Sekunde gerade am Abzählen gewesen. So 1, Nein, ich kann. Nein. 3. Nein, ich habe in meinem Kopf habe ich den Fragengenerator. Der Fragengenerator habe ich so in meinem Kopf ablaufen lassen und dann, yay! It's Showtime. It's fucking Showtime, guys. Also. Dann spinne ich mal eine Runde. Also.
Raul, gib mal so ein cooles Spin-Geräusch ab, komm, hau raus. Jetzt kommt wieder das. Ruggel, 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 ruggel. Ich weiss doch auch nicht. Ich bin noch nie in einem Casino gewesen. Gut, raus. Nein, also, ist Einsamkeit ein Traum? Nein. Nein. Alle also- Leute sind immer einsam. Ich weiß nicht. Das ist, sorry. Keine was, aber egal. Also, ja, es gibt schon Tage, wo ich mir wünsche, einsam zu sein, weil einfach zu viele Menschen mich zu fest anschiessen. Aber grundsätzlich ist es einfach ein trauriges Leben. Okay. Gerade härter Deep Talk am Führen. Ja. 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 Muss doch, Jungs, muss doch. Also einsam, manchmal ist es wirklich toll, einfach alleine zu sein. Es gibt nichts Geileres, als alleine daheim zu sein. Ja. Da einfach I Musik love so it. laut ablassen, wie du willst, und einfach chillen und irgendwie essen. Oder so ist es zumindest für mich. Stimmt. Ja, es ist so geil. Dann ist es lässig. Ich sage auch meine Eltern immer, ey, wenn ihr nicht mal wieder am Wochenende rausgehen. Also meine Schwester geht immer zum Freund. Und dann sage ich mir, ey, jetzt ist Carina weg, komm, nehmt euch doch mal das Wochenende frei, geht doch mal nach Grächen, ich bleib da. Und dann habe ich Sturm frei. Ja, nein, also ich habe das einmal gemacht, weil ich früher von Grächen heimgegangen bin und dort habe ich gecheckt, wie fucking geil das ist. Es ist wirklich das Geilste, was es gibt, Alter, sturmfrei. Ja, keine Ahnung. Also ich merke, dass ich mehr daheim bin, seitdem ich halt ein bisschen älter bin. Also, weil meine Eltern machen ab mit Familienkollegen und dann muss ich halt einfach nicht mehr mit. Oder weißt du, das sind Kinder von der Familienkollegen sind auch nicht dort, also was will ich dort? Also regelt das sich eigentlich immer gerade von selber. Ja, stimmt. Und dann kann ich einfach so viele Serien schauen, wie ich will, und ich geniesse es voll. Ja. Und schön einen Döner gönnen, den Döner dann vor dem Fernsehen verspeisen, während so Ja. die Lieblings-Netflix-Serie auf Volllautstärke läuft. Einfach geil. Ich schwöre. Also, so wie mir das jetzt interpretiert, Einsamkeit ist ein Traum. Yes. Ja, Mann. Gut, dann nächstes. Bratan. Okay, nein. Bratan. Ist die Erde fortschrittlich? Definier fortschrittlich. Schrittet die Erde voran? Ja, also, I don't know. Machen wir mal Entwicklung wirtschaftlich, Also ich mein- technisch so. Aha, Wirtschaft, also die Menschen in dem Fall. Weil du könntest jetzt das halt eigentlich auch auf Biologie beziehen, wie sich das entwickelt hat. Ja, dann bezieh es auf das, sag einfach irgendetwas. Also, I don't know, ich meine, Menschen sind hure weit gekommen in den letzten, keine Ahnung, 50 Jahren. Also ich meine, das Computer und so haben sich brutal schnell entwickelt. Aber noch lange nicht so weit, wie erwartet worden ist, lustigerweise. Also ich meine, wir hätten erwartet, dass wir um die Zeit schon längst fliegende Autos und so hätten. Ja. Haben wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir die so schnell werden haben. Und ich weiß auch nicht, wie viel sicherer das wäre. Also es gibt, wie gesagt, wir haben glaube schon mal anders darüber geredet, es gibt schon Prototypen von fliegenden Autos. Ja, stimmt. Ich kann schon Videos anschauen, die halt so quasi auf Drohnenmäßig, auf Drohnenbasis basieren. Quasi halt statt 4 haben sie einfach 4 Propeller. Ich glaube sogar, sie laufen auf Elektro. Glaube ich sogar. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was natürlich jetzt so als irgendwie so halbwegs Evolution ist halt so die selbstfahrenden Autos. So, wo du rein sitzt, also das sind so jetzt momentan, ich glaube in Peking gibt es jetzt schon Teststrecken von so selbstfahrenden Taxis und so, wo du halt wirklich keinen Fahrer mehr brauchst, dann einfach reingehst und das ist halt alles vorprogrammiert und die Autos fahren selber. Aber das ist natürlich auch wieder die Frage, wie weit vertraut da die Menschheit den Computer, oder? Das ist auch wieder so. Und keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, wenn wir wirklich fliegende Autos normal wären mittlerweile und sie fliegen überall durch irgendwie und einmal abstürzt, ich habe das Gefühl, es würden mehr Häuser kaputt gehen. Das ist natürlich Also, so, ja. ich meine, wenn es einen Unfall gibt, das geht runter, das muss irgendwo landen. Ja, das gibt einen extremen Kollateralschaden. Ja. Ja, Also ich das weiß stimmt. nicht, ich habe das Gefühl, es wäre auch nicht so gescheit irgendwie. Also ich meine, was ich mir natürlich vorstellen kann, jetzt anders als jetzt zum Beispiel in Star Wars Film, dass die Autos einfach über der Oberfläche schweben. Also dass sie quasi einfach keinen Bodenkontakt mehr haben. Aber halt trotzdem noch unter 2 Meter
sind. Oder beziehungsweise unter 3 Meter. Dass sie einfach wie sanfter könnten sich fortbewegen, denke also ich. quasi einfach ohne Bodenwellen oder also weißt du, ja, also halt flugzeugmäßig, aber einfach auf eben knapp über dem Boden, weißt du, nicht über die Häuserdächer drüber. Aber dann würde natürlich die fliegenden Autos keinen Sinn machen, logischerweise, weil ja, du fährst vielleicht mit weniger, du hast vielleicht keine Bodenwellen mehr oder so, aber like, es wird halt keinen Sinn machen. Du kannst, ich meine, der Sinn von fliegenden Sachen ist ja, dass du einfach komplett straight Fluglinien kannst nehmen, einfach viel schneller bist. Und ich meine, das will ja dann den Sinn quasi nicht erfüllen, wenn du nur... Gut, ich denke, man könnte wahrscheinlich schon so wie Highway-Strassen machen. Eigentlich so in der Luft einfach... also nicht, dass Strassen in der Luft abgebaut sind, aber einfach eine gewisse Route. Dass zum Beispiel von hier auf Zürich, dass also vor allem so Waldgebiete drüber fliegen würdest. Gut, da ist dann natürlich auch wieder die Frage, ob das dann wirklich dann so viel schneller geht, weißt du, und dann wieder so nur über Waldstücke übergehst. Das ist das andere. Ja, aber das muss ich schon sagen, das ist ein extrem spannendes Thema, wie das wird aussehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht mehr erleben werden. Darum würde ich auch gerne in die Zukunft reisen, um das zu erleben. Weil das ist einfach natürlich eben, es ist wirklich so, wie du sagst, also wenn eins abstößt, hast du extremen Kollateralschaden. Und ich meine, jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt bei uns jetzt ein Auto, wenn es auf der Straße fährt, irgendwo reinfährt, bei einer nicht höheren Geschwindigkeit, oder wenn 2 Autos ineinander reinfahren, bei einer nicht höheren Geschwindigkeit, ja, dann gibt es vielleicht nicht Verletzte oder gar keine Verletzte, aber wenn das jetzt nicht in der Luft passieren und die irgendwie verhaken würden, dann würden die aus, weiß gar wie viele Meter oder vielleicht sogar Kilometer Höhe runterfallen, werden trotzdem alle tot, obwohl sie das eigentlich nicht gewesen wären, wenn sie nochmal leicht ineinander reingeputscht wären, oder so. Ja, das wäre einfach schon zu riskant, zumindest für den Moment. Ja, und ich glaube, sehr viele Leute, meine Mutter gehört auch zu dieser Generation, trauen dieser Technik einfach überhaupt nicht. Also das ist wirklich schlimm. Also meine Mutter, wenn die dazu müsstest überhaupt dann irgendwie in ein selbstfahrendes Auto reinstehen, die wird Krise schieben. Also das kannst du wirklich vergessen. Also es ist natürlich generell die ältere Generation, oder, die das natürlich nicht kennen. Also ich würde das jetzt sofort ausprobieren, ein selbstfahrendes Auto oder ein fliegendes Auto. Aber ja. Ich meine, solange du den Schaden nicht müsstest zahlen, falls es geht, easy. Ja. Aber sobald man es zahlen müsste, dann hätte ich auch eher so, ich weiß nicht, ob ich dem wirklich vertraue. Also weißt du, weil das ist dann so... Nein, ja. Ich meine, der Sinn von einem Versuch ist ja, dass du einfach ein Opfer hast, das reinsitzt, um zu schauen, ob es geht. Dass du ein Opfer hast? Ich sage es jetzt mal Opfer, ja. Das kann ich. Aber ja, nein, das stimmt natürlich schon. Also wir sind besonders, ja, eben wie du gesagt hast, in den letzten 10, 20 Jahren extrem fortgeschritten. Und ja, schauen wir mal, was wir in diesem Jahrzehnt alles haben. Gut, aber man muss sagen, die Menschheit geht immer so ein bisschen auf und ab in Sachen Fortschritt. Ich meine, zum Beispiel also in der Antike, dort sind sie teils brutal fortschrittlich in Sachen Baukunst und so. Und dann gehst du für ins Mittelalter und es ist einfach eine Katastrophe. Ja gut, also ich meine natürlich, Mittelalter ist einfach generell geschichtlich, historisch gesehen ein brutaler Einbruch von allen menschlichen Fortschritten. Ja, auch das in der ist Kunst, das ist mega traurig. Ja, es ist einfach wirklich in allen Sachen, die sich entwickeln, ist einfach Mittelalter wirklich so, auch medizinisch. Es ist wirklich ein kompletter Einbruch. Also was die Griechen ja zum Teil medizinisch schon haben leisten können, da war im Mittelalter nichts mehr vorhanden gewesen. Also, weißt du, das ist natürlich... Aber ich glaube, heutzutage gibt es jetzt noch wenig Einbrüche, hätte ich jetzt gesagt. Also, was ich einen schlimmen Einbruch finde, ist bis heute noch Transrapid. Die Bahn haben es in Deutschland, die Strecke, und sie haben sie ja dann wieder abgebaut, beziehungsweise also abgebrochen, das Projekt, weil es ja einen schweren Unfall gab, weil eine Transrapidbahn in einen Arbeitszug reingefetzt ist. Okay. Ja, und man hat jetzt halt behauptet, und ich weiß nicht, wieso sie es abgestellt haben, das ist natürlich einfach ein riesiger Schaden. Und es sind ganz viele Menschen dabei gestorben und alles, weil natürlich der Transrapid, der fährt natürlich mit 400 km/h, oder? Also ich meine, dort ein Arbeitszug, wenn ein Zug mit 400 km/h in eine Wand reinfährt, das ist einfach der Tod für alle, die drin sind. Das ist heftig, ja. Und sie haben aus dem Grund haben sie den dann abgebaut, aber das Ding ist halt, das war ein menschlicher Fehler gewesen, das war kein technischer Fehler gewesen, oder? Also die Leute haben quasi gedacht, der Transrapid ist daran schuld, aber nein, der ist nicht daran schuld gewesen, sondern es war ein menschlicher Koordinationsfehler gewesen, dass dort halt einfach kein fucking Arbeitszug hätte sollen sein. Und es ist einfach belastend, also du kannst ja nach Deutschland und natürlich auch nach China gehen, wo der Transrapid ist, und dann siehst du wirklich, also da gibt es auch ein Google-Bild dafür,
hast du quasi wie ein normales Zuggleis, das unter der ehemaligen Teststrecke von Transrapid durchfährt. Und das ist einfach direkter könnte ein Vergleich von Zeiten nicht sein. Du fährst unter der Zukunft quasi durch. Und es ist einfach so traurig zu wissen, dass Transrapid eine brutal gute Lösung war. Klar, es wäre verdammt teuer geworden, das zu unterhalten und auch das zu bauen, ist natürlich logisch. Aber wenn du überlegst, du kannst, glaube von München nach Berlin in ein paar wenige Minuten gehen. Also das ist brutal. Einfach weil du halt das hoch baust und weil die einfach so keinen Widerstand hat, die fetzt dort durch. Und ich meine, die Teststrecke Transrapid war vor mehreren Jahrzehnten. Ich glaube 2003 oder so ist der Unfall passiert. Ich muss nachher mal googlen. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe das nicht mal gewusst. Auf jeden Fall ist es nicht aus dem 2010 und jünger. Also es ist wirklich schon lange her und man ist also schon lange eigentlich in einer Zukunft gewesen mit Transrapid, mit einfach brutal schnellen Fortschrittungsbewegung. Was? What the fuck? Fortbewegungsmittel, Gottverdammt. Yes. Wo extrem schnell ist, aber auch eigentlich extrem sicher. Also ein Transrapid kann nicht entgleisen. Ein Transrapid kann aufgrund von technischen Fehlern eigentlich keinen Unfall machen. Weil bei jedem Bahnhof, wo irgendwie ein Endbahnhof bremsen die, glaube automatisch, aber diese Sensoren daran haben. Und es ist auch, glaube sehr geräuschlos, weil natürlich die Transrapid keinen Kontakt zu den Schienen hat. Die schwebt ja. Also, eben, es wäre eigentlich das perfekte Ding gewesen, aber einfach aufgrund von menschlichem Versagen haben wir einen Schritt eigentlich zurück wieder in die Vergangenheit gemacht. Und das ist einfach deprimierend. Gut, Zum Thema jetzt menschlichen Einbruch, aber ja. Ich meine, so Fehler passieren, sind halt eigentlich wirklich meistens menschlich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war 2000 irgendetwas, also in den 10er Jahren. Dort ist in Spanien, glaube ich, in einer Kurve ein Zug umgekippt, weil er zu schnell gefahren ist. Und es hat, glaube ich, auch recht viele Tote gegeben. Das ist ja halt auch einfach wieder der Fahrer hat nicht aufgepasst, oder? Hat einfach zu viel Gas gegeben. Also ja, es sind Sachen halt, eben Maschinenvertrauen. Ich denke, sie können vieles besser, aber es braucht halt vielleicht manchmal doch menschlichen Verstand. Ja. Ich glaube, das ist das Hauptding. Ja. Das ist, wenn wir mal zu der nächsten Frage gehen. Ja, wir müssen da mal weiterspinnen, ja. Wir haben die jetzt voll ausgebaut. Ja, aber das ist gut, das ist okay, das ist dürfen wir. Perle. Okay, gut. Du bist wieder dran. Mit deinen... Ratatata. 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 Ist der Mensch unbesiegbar? Also ein Mensch oder Menschheit? Ist der Mensch also die Menschheit? Der Okay, Mensch als wie sagt man dem? Also ich meine, er überlebt irgendwie alles. Aber alles geht irgendwann unter. Aber es ist einfach lustig gewesen. Wir haben in den Betts ja Hauswirtschaft gehabt und dort hat Jonas Hümberli, grüß gehen raus, er hört unseren Podcast eh nicht, aber egal, hat uns die ganze Doppelstunde Hauswirtschaft, also eigentlich sind es so 3 Stunden, die ganze Zeit mit dieser Frage aufgeregt, wenn alle Tiere auf der kompletten Welt sich gegen die Menschheit verfeinden würden und gegen die Menschen würden kämpfen, würden dann die Menschen gewinnen oder die Tiere? Mit dieser Frage hat er uns die ganze Zeit gestreckt. Alter, ich kann nicht mehr reden. Gestresst, Gottverdammt. Okay, ich würde jetzt mal sagen, die Menschen würden gewinnen und verlieren. Also es würde weder noch geben, weil die Menschen alles in die Luft würden jagen. Mit Atombomben. Ich glaube, sind wir ehrlich, das würde passieren. Wenn die erst abgeworfen wird, schießt jeder nachher. Also... Ich glaube einfach, Tiere haben eigentlich gar keine Chance, weil wir haben einfach One-Shot-Waffen. Also die Menschen würden wahrscheinlich einfach mit dem Militär kommen, Panzer und fertig. Ich meine, was will ein Leu oder ein Elefant gegen einen Panzer anrichten? Weißt du, was ich meine? Was will ein Elefant oder ein Leu gegen ein Gewehr anrichten? So. Gut, stimmt schon. Aber trotzdem muss man natürlich überlegen, wenn man alle Tiere einbezieht, also auch die grusigen Giftinsekten und Schlangen und Einfach, ich habe das Gefühl, Insekten wären das Problem. Die
Die Also Insekten, ja, wären von denen haben wir ein nämlich viel grosses zu viel. Und die kann man auch nicht so richtig. Ich Ja. meine, du müsstest mit Gas arbeiten und das ist halt extrem mühsam. Ja. Ja, und die können sich natürlich auch extrem schnell fortpflanzen, gell? Das ist das andere. Aber ja, es ist mal eine interessante Frage. Ja, also Wer das würde Ding ist halt, gewinnen? also ja, das ist eine interessante Frage, aber wegen dem Untergehen von Menschheit und so, es ist einfach immer lustig, also Zivilisationen, sie können noch so gross sein, irgendwann brechen sie einfach zusammen. Also es wird jetzt interessant zu sehen, wie es mit unserer läuft heutzutage, weil es hat halt noch nie so etwas gegeben wie das Internet oder so. Ja. Also das ist alles verbundener, aufgezeichnet und weiß ich doch nicht was alles. Aber wenn du so alte, grosse Reiche anschaust, wie Ägypten, ich meine, die sind auch irgendwann untergegangen und die sind auf Schiff auf dem Nil und am Meer gefahren, wo wir noch in einem Stamm rumgefahren sind da. Also auf dem Wasser. Ja. Also das finde ich eigentlich, das ist hure krass, wenn du das mal richtig überlegst und was das eigentlich bedeutet. Stimmt, ja. Aber ich würde jetzt im Fall auch sagen, dass die Menschheit unbesiegbar ist. Also einfach aus dem Grund, weil es bis überhaupt, wenn wir jetzt auf die Frage mit Tieren und gegen Menschen zurückkommen würden, bis überhaupt Tiere nur sich alle könnten versammeln oder so, würde die Menschheit einfach schon, weil die sowieso schon den Lebensraum der Tiere zerstört. Ja, Ja, dann wäre das einfach geklärt, mehr oder weniger. ich glaube auch. Gut, next one. Okay. Ist Feedback süß? What the fuck? Wenn es positiv ist, ja. Ja. Also, ja, doch, stimmt. Ja, also ich meine, viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht gross dazu sagen. Klar, ja. Also ich meine, wenn du Also ich irgendetwas Tolles machst und du dann so ein mega herziges Feedback zurückbekommst, logisch ist es süß, ja. Ja, aber das ist etwa, ja, Ja. easy Gut. in dem Fall. Last one. Bradadada. Ist Alkohol leicht verdaulich? Es geht schnell ins Blut, also sage ich jetzt mal ja. Also wenn nichts ist, ja. Ja, und vor allem, wenn du Bier saufst, bist du nur noch am WC rennen. Das ist, Ja. Aber das ist wirklich so, sobald du anfängst Bier trinken, dann kannst du, also... Nein, allgemein Alkohol. Sobald du ein bisschen getrunken hast, darfst du nicht aufs WC gehen. Oder so lange wie möglich nicht, weil es Ja. nicht die ganze Zeit. Das ist so kritisch an einer Party im Fall. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich so, wenn du Bier saufst, musst du einfach schauen, dass du möglichst lange nicht aufs WC gehst, weil sobald du einmal gegangen bist, gehst du alle 5 Minuten. Ich würde, dann ist Game over. Dann hast du verloren. Kannst es noch so probieren, du musst einfach gehen. Ja, das ist wirklich so. Ja, das haben wir gemerkt, als ich Silvester mit der Anuk und mit der Lea und mit ihrem Freund gefeiert habe. Das ist einfach, wir haben Corona-Bier gehabt und ich habe nicht viel gehabt. Ich habe, glaube ich, 1-2 Dosen gehabt. Aber ich bin einfach nur auf dem WC gewesen. Also wirklich, ich bin nach der ersten Dose zweimal, nach der zweiten Dose zweimal, zwischen denen noch geschüttelt und ein paar so an mich gesagt, das ist da gar schon nur aus WC, Mann. Ja, nein. Ja, aber kennst du das? Man sollte ja immer Wasser trinken, aus verständlichen Gründen. Dass es am nächsten Tag halt eben besser geht und so. Aber kennst du, dass du trinkst und trinkst und trinkst und du bist so, okay, shit, jetzt sollte ich Wasser trinken, sonst geht es mir morgen nicht gut. Ja. Yeah. Dann fängst du an von Wasser zu trinken und denkst, boah, ist Wasser grusig. Ich weiss nicht. Ich will nicht. Also ich kann einfach generell kein Hahnenwasser trinken. Ich muss einfach immer so Blödeli-Wasser trinken. Like, für mich ist so... Schon. Ja, für mich so Blödeli-Wasser hat für mich so wie ein geileren oder überhaupt Geschmack im Gegensatz zu Hahnenwasser. Dann ich habe lieber stilles Wasser. Einfach, weil das kann ich halt voll exen. So, sobald etwas Blöderli hat, geht das nicht. Ah, das geht schon, es tut dir einfach nicht gut. Du hast einfach... Ja, aber das ist das Ding. Und ich kann nicht görbseln. Muss ich auch nicht unbedingt. Ja, okay. Also, you know. Wegen dem, ja, Yeah, no. I don't know. Was mega komisch ist, ich war jetzt in Indonesien mal. Ja. Und dort haben sie Eistee, oder? Ist ja bei uns einfach Eistee. Ja, ohne Blöterli. Dort bekommst du es eigentlich nur mit Blöterli. Eistee mit Blöterli? Ja, es ist hure komisch, aber du bekommst es fast nur mit Kohlensäure. Das kann ich mir also gar nicht vorstellen. Ja, es ist auch mega komisch. Also es schmeckt nicht ganz so fein.
für uns halt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für sie komisch wäre, es ohne Kohlensäure zu haben. Vermutlich, ja. Du musst schauen, halt jetzt trinken so Cola standardmäßig ohne Kohlensäure. Das wäre eins zu viel. Das wäre hure weird, Alter. Das wäre richtig einfach, nein, das tust du im Cola nicht an. Eigentlich schon nicht, nein. Also, es machen hure viele Leute. Also sie nehmen das Cola und schütteln es extra, weil sie behaupten, es hat zu viel Kohlensäure drin. Ja gut, ein bisschen Kohlensäure nehmen kann man ja teils schon. Ja. Und vor allem, wenn du es frisch aufmachst, dann ist es wirklich brutal. Aber dann schüttelst du es auch noch nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde das eben auch Kohlensäure, finde ich eben, haltet mich davon ab, die Cola zu exen. Ganz ehrlich, bei so einem verdammten Restaurant, wenn ich so dort drin sitze und mein Cola bestelle. Und Ja, dann gut, am das Anfang stimmt lasse schon. ich es ein bisschen länger stehen, weil wir etwas am Reden sind. Und nachher hat es nicht mehr so viel Kohlensäure drin. Ich habe das noch vor dem Essen gelernt und dann muss man immer nachbestellen. Das ist ein hoher Scheiß. Und wenn es halt viel Kohlensäure drin hat, dann kippe ich auch langsam so. Und das ist dann halt Ja, so. das stimmt schon. Ich hasse es, wenn in einem Restaurant nicht eine ganze Flasche Cola gebracht wird, sondern einfach so ein Glas. Also Aha. da bin ich immer so, ja, ich will vielleicht mehr als eins. Was? Aber Und du dann- kannst. Ja. Sorry, erzähl. Also nein, aber du kannst ja sagen, ob 0,3 oder 0,5 willst oder nicht. Dann bekommst du das einfach im Glas. Ja, schon, also nicht überall, aber keine Ahnung, häufig ist der Preis so hoch, dass du einfach bist, ja, dann nehme ich halt das 0,2 oder was ich dich nicht an. Und dann fühlst du dich einfach verarscht und bist so, ja, ich hätte für den Preis 3 Fläschchen im Coop holen. Dann bist du so, ja, danke, oder? Ja, die Restis müssen auch etwas verdienen. Ja, das stimmt schon jetzt vor allem in Corona-Zeit. Ich wollte sagen zum kann ich das Thema noch voll Corona, hey, verstehen. Scheiße, die sind so am Leiden, Mann. Das ist schon richtig heavy. Also, ja, also man muss sich wirklich an Dings halten. Aber ich weiss nicht, ob, ich bin echt nicht so informiert, ich gehe sonst nicht viel ins Restaurant. Aber so Takeaway-mäßig ist das jetzt nicht. Also, wir können das nicht alle irgendwie machen. Also ich glaube, ich weiss auch, dass es sehr viele Restis machen. Also weil es einfach das Einzige ist, was ich irgendwie über Wasser haben könnte. Aber ich meine, viele haben natürlich schon die Kapazitäten nicht. Oder? Ich meine, du musst dann irgendwie halt nur ein Feisten zu der Straße raus, wo du das kannst rausgehen oder so. Oder irgendwie, du musst halt einfach ein komplett neues Konzept aufmachen. Und ich meine, die Köche, ja, ich weiß nicht, ich bin natürlich auch kein Fachmann, oder? Aber also ich weiß zumindest in den Skigebieten, also in Grächen, haben sie in jedem Resti ein Takeaway. Also wir haben 3 Restis und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Honigküsli auch offen hat, aber Staffelbar und Honig, die 2 Hauptrestaurants, die haben auf jeden Fall Takeaway. Und das ist eben auch, das habe ich dann auch wieder gedacht, jetzt ist einfach das Blödste. Das ist genau wie jetzt in der Enkassa, wo sie die Tische in der Mensa einmal reduziert haben und dann behauptet haben, sie tun die Schulzimmer aufmachen, was sie by the way nicht gemacht haben. Dann sitzen sie da das 7. oder das 10. hoch auf einem Haufen auf dem Boden, weil sie zu wenig Platz haben. Aber dann das 4. in der Mensa um den Tisch herum ist dann auch wieder zu viel, wenn die Tische dann näher wie 1,5 Meter sind. Das macht so keinen fucking Sinn. Es ist Definition von einfach dumm. Es ist so Es würde dumm. mehr Sinn ergeben, wenn wir einfach Tisch für Klassen, also klassenweise aufstellen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Wie klasse. Staffel Ja. macht. Es würde 1000-mal mehr Sinn ergeben, als einfach so Tisch, wo 4 Leute hocken können und fertig. Ist wirklich so. Ich meine, in der Klasse jetzt ist es so oder so aufeinander, ob du es willst oder nicht. Ja. Du musst immer noch im Klassenzimmer drin sein. Ja, du hast Maske, aber du sitzt gleich aufeinander. Ja, und wir laufen da jeden Morgen zusammen in die Schule. Ja, aber also, es macht viel mehr Sinn, wenn einfach, ja. Ja, Klassentrend. Ja, das Ja, habe also- ich mir wirklich auch mal überlegt. So, sogar, weißt du, sie müssten nicht mal die Mensa halt aufmachen, sondern halt einfach, damit einfach wirklich niemand in der Mensa sitzt und halt einfach wie quasi in der Halbklassenzeit, dass einfach jede Klasse in einem Schulzimmer bleibt und die Lehrer Schulzimmer wechseln. Das wird 1000-mal mehr Sinn ergeben. Genau. Und dann würden auch die Schüler dann quasi wie irgendwie, das wäre jetzt ein bisschen schwierig zum organisieren, aber irgendwie schulzimmerweise würden die dann irgendwie ihr Essen in der Mensa holen, für die Essen in der Mensa holen. Die anderen gehen dann irgendwie aufwärmen oder man stellt in jedem Zimmer eine Mikrowelle auf oder irgendwie so. Ja, ist aufwendig, aber es wäre das einzig Sinnvollste. Ja, also, oder auch einfach Halbklassen-Dings wieder einführen. Ja, Halbklassen einfach generell, stimmt. Also ich meine, das ist schon hure chillig gewesen. Es war auch eigentlich hure schlau gewesen, weil einfach das Schulhaus ist so leer gewesen, die Mensa. Und ich meine, wenn es darum geht, dass sich möglichst wenig Leute begegnen, dann machen doch fucking Halbklassenunterricht. Ganz ehrlich. Und Verstehe ich jetzt nicht. machen sie das Mensa-Essen auch noch teurer. Ja, alles 70 Grad höher. Das ist Das ist so,
Ich meine, 70 Grad, das tönt nach nichts. Aber wenn du jeden Tag dort nie etwas Eben. holen musst, dann verreckst Das ist also 70 Grad, wenn jeden Tag kannst du etwas holen, das ist aber schon noch viel. du. Vor allem für so einen Schüler, der nichts verdient. Ja. Du bist so, ja, merci, oder? Ja, ist wirklich so. Gut, was war jetzt die Ausrede von der Mensa? Dafür ist alles irgendwie bio-organisch, Genau, irgendwie ja, so etwas. genau, da das oder ist ihre Aussage. Ja, wegen Corona und dafür ist alles Bio und Fairtrade. Ich finde, das solltest du so oder so drauf schauen. Gell? Und der Preis war schon so hoch, gewesen, dass wir das, glaube ich, so unterstützen können. Mm. Also, I don't know. Das hat mir jetzt gerade mein Gefühl, weil Kinderpinguin damals, was sie noch gegeben hat, was, glaube ich, Bestseller waren. Ich weiß nicht, wieso die weg sind. Ja, Hat verstehe ich auch nicht. 1,10 Franken gekostet. Für das hast du irgendwie ein 3er-Päckchen bekommen. Ja, ist wirklich so. Und du bist so, ja, hallo. Und ich kann mir trotzdem jeden Tag eins oder mehrere Kinderpinguine gekauft, obwohl er für 1,10 Franken einen fucking Regel bekommen hat. Same. Einfach, weil es zu geil war. Ja, die haben mich pleite gemacht, aber das war einfach Tradition gewesen. Jeden Morgen nach dem Zeichnen gibt es einen Pingu. Yes. Und sie sind fast immer leer gewesen. Also wieso zum Fick haben sie die aus dem Sortiment genommen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe, jetzt haben sie nur noch Buenos da. Scheiß Mensa. Ja, die Bühnen, sie sind nie leer. Ich habe die noch nie leer gesehen, ganz ehrlich. Ich schwöre. Noch nie. Fucking nie. Nein, Alter. Ich verstehe auch nicht, warum sie haben ja so Schokibrötchen und so am Morgen. Ja. Aber das irgendwie nur bis um 9:30 oder so. Danach sind die einfach weg und ein Salatbar ist dort. Dann denke ich, ist Ja. das nicht ein bisschen zu früh? Also, Zum Salat, ja. ja, warte doch noch bis um 11 oder so, also zum Wechseln. Ja, also 11 ist, Weil- glaube ich, wieder zu spät, weil die haben, glaube ich, schon die ersten Mittag. Ich glaube, deswegen fangen sie so früh an. Aber ja, ich weiß, was du Gut, meinst. ja, also keine Ahnung, so 10 vor 11. Halt irgendwie so etwas, ich weiß doch nicht. Ja. Aber die sind immer mega früh, einfach nehmen sie es weg und du bist so, ja, merci, oder was kann ich jetzt noch nehmen? Also ja, Stimmt, natürlich ja. gibt es mehr Optionen, aber die Schokibananen, sind wir ehrlich, macht mich jetzt nicht an. Nein, das sind fix auch nicht Schoki-Bananen. Es gibt, das haben sie eben mal, ich habe mal so ein Doku geschaut, wie über so einen Kontrolleur am Oktoberfest. Es gibt so Stände, die so Schokifrüchte verkaufen. Und zum Teil tun sie dort eben nicht echte Schoki ringsherum, sondern so billiges Öl, wo halt mit Schoki gemischt ist, was viel günstiger ist, aber verkaufen so die gleichen Preise. Und es ist kotzgrusig, das Zeug. Also nein, es ist nicht kotzgrusig, es schmeckt natürlich nach Schoki, aber es ist hure ölig und komisch. Und dann geht es dann quasi wie gut kontrolliert, dass es richtig Schoki ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich denke, dass dort echte Schoki ringsherum ist. Gut, wobei es ist hart und aufgespießt. Meine Sorge liegt mehr dabei, wie alt das ist. Das Das ist meine grösste Das ist aber Sorge. generell bei den Mensa so. Da weißt du also jetzt, wenn du jetzt nicht gerade das aktuelle Tagesmenü nimmst, weißt du nicht, wie alt das Zeug ist. Ja, das stimmt irgendwie schon. Also Da kann es ich kommt, das Gefühl- sie schauen wahrscheinlich schon drauf, aber es kommt dir einfach so komisch über. Ja, also vor allem, wenn du am Tag zuvor, du siehst nicht, dass irgendjemand das gekauft hat, am nächsten Tag ist es einfach wieder da. Ich meine, ja, du weißt nicht, ob sie gleiche sind, aber du hast einfach automatisch das Gefühl. Ja, stimmt. Das ist einfach so ein bisschen... Ist das nicht so Das Kritische. fundamentaler Attributionsfehler? Ja, doch, kann sehr gut sein. Oh Mann. Ja. Ja. Bist du eigentlich so jetzt Winter, wieder ein komplett anderes Thema, aber zurück zum Winter. bist du ein Schlittler oder ein Böbler? Ich hatte immer nur einen Bob gehabt. Ja, wir sind ab und zu, so 1-2 Mal sind wir Schlitten fahren in der Lenzer Heide. Das war lustig, aber ich tue immer noch einfach lieber Skifahren als wieder noch. Ah. Also als Böbler oder Aber jetzt, Schlitteln. wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mit uns wärst, Nachtschlitteln, hättest du denn den Schlitten mitgenommen oder mit dem Bob? Ja, wahrscheinlich der Bob. Also wir haben keinen mehr, leider. Aber es wäre einfach einfacher gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Geil. Was nimmst du mit Schlitten oder Bob? Ja, der Bob. Also wir haben keinen, aber der Bob. Jawohl, Raul, so läuft's. Gut, schön. Raul. Ja, Schlitten haben wir auch nicht. Wir sind halt nie mehr gegangen. Ah, okay. Dann haben wir es halt irgendwann einfach verschenkt. Kannst du es auf Ausländer machen mit dem Müllsack runterrutschen? Aber das ist wirklich hure geil. Alter, jetzt im Theaterchat haben sie geschrieben, dass sie heute Abend auch wieder am 7. irgendwie wollen, beim Kästenberg wieder, wo wir go böbeln oder go schlitteln. Und dort ist halt der Harris drin. Grüß gehen raus an dich, du Irma. Und er hat gesagt, ja, ich habe keinen Bob und keinen Schlitten, aber ich bin Ausländer, ich nehme Müllsack mit. Ich so ein 200-Liter-Sack, damit er drinnen Platz hat. Und dann schön What the runter. fuck? Das ist eine hure geile Aussage. Ich nehme den Apfelsack mit. Aber- Easy.
Das ist im Skilager ist das auch immer lustig gewesen. Jetzt haben wir einen Abend gegeben, wo du quasi also so im Skilager Merichwildeck, haben sie so Plastiksäcke gegeben, um deine Ski zu packen, also quasi Skisäcke. Und dann bist du immer am Abend, what the fuck, bist einmal in der Woche, bist am Abend mit dem ganzen Lager die Schlittelpiste raufgelaufen. Also einfach nicht die ganze, aber einfach ein Teil. Und dann so das dritte auf die Säcke draufgesessen und dort runtergerutscht. Und wenn es dann halt zum Teil easy war, bist du so schnell mit diesen huren Säcken und du kannst natürlich absolut zero kontrollieren. Du kannst vielleicht, wenn du das dritte bist, kannst sagen, okay, der hintere bremst, dass wir vielleicht ein bisschen geradeaus fahren, aber dann bist du eben auch wieder huren langsam. Also es ist so fucking lustig gewesen, Mann. Also wirklich, am Schluss hat der Arsch absolut wehgetan, wenn du auf dem Bauch aber bist der Kotz übel gewesen und die Fresse voll mit Schnee gehabt. Aber es war so lustig gewesen, wirklich. Ja, Ja, ich ich kann was mir der vorstellen. funny. Ich was funny. Yes. Very much. Very much so. Ich vermisse so die unbeschwerten Dingszeiten. Kindergartenzeiten. Oh ja. Ja. Wenn du einfach heim hast können gehen und dann raus und mit Kollegen können gehen spielen und Schneeballschlacht machen und so. Ja, und es hat nie Hausaufgaben gegeben. Ja. Nur irgendwie so einmal alle 2 Wochen oder so am Nachmittag Schule. Ja. Und einfach schon am Morgen, das war so chillig gewesen. So geil gewesen. Ich sage das auch die ganze Zeit, ich bin so nicht ready zum fucking Erwachsen werden. Das haben wir schon im letzten Podcast gesagt. Immer noch nicht. Und ich bin es immer noch nicht und ich will es auch nie sein. Ich will mit 21 noch nicht ready dafür sein, erwachsen zu sein. Ich will dann ready sein, zu erwachsen sein, wenn mein Studium fertig ist und wenn ich endlich als Physiotherapeut arbeite. Dann kann ich sagen, gut, jetzt kann ich langsam erwachsen werden, aber vorher, no chance. Ich bin kurz vor meinem Tod dafür parat, zu akzeptieren. Davor nicht. Wette ich nicht. Muss ich nicht haben. So als 90-Jähriger weg. Ja, ich werde in dem Jetzt Fall bin ich erwachsen. Jetzt akzeptiere ich es. Und dann verreckst du musst noch so epische Hans Zimmer Musik nebendran abspielen lassen. Ja. Ich bin jetzt erwachsen. Dö, 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 dö. Ja. Das Einzige, was ich am Erwachsensein, wo mich freut, ist das Stimmrecht. Ich meine, sonst gewöhnst du nichts. Das stimmt. Es sind halt, du kannst legal jeden Alk kaufen, aber ich meine... Das juckt mich auch nicht, Bro. Ich habe eine erwachsene Schwester, ich habe Eltern, die mir alles kaufen, Mann. Ich habe eine ehrhafte Familie. Aber ich sage, ich würde jetzt... Schau, ich kann schon heute... Ich vergleiche 17-jährig sein mit wie 4. Platz an einem Wettbewerb. Das ist einfach der geilste Platz, den du machen kannst. Weil du bist quasi der beste Platz, den es gibt, aber eben gerade nicht so gut, dass dir nicht die hure Mühe musst machen, auf das scheiß Podest aufzusteigen. So, ich bin zu faul, um auf das verdammte Podest aufzusteigen. Ist der 4. Platz einfach das Beste. Du bist der bestmöglichste Platz, aber musst nicht auf das scheiß Podest rauf. Und 17-Jährige ist eben auch so, du bist gerade unter dem nach zahlenmäßig erwachsen werden, aber du musst keine Steuer zahlen, du musst nicht Auto fahren, du kannst einfach nur dein Leben geniessen, kannst einfach nur Team Ja sein. gut, also Steuern musst du ja erst zahlen, wenn du schaffst und verdienst. Ja, aber trotzdem. Also immerhin. Gut, ich glaube, du musst es schon auch ausfüllen, aber du zahlst halt nicht wirklich etwas dran. Ich glaube, du musst einfach immer irgendwelche Schulbestätigungen und so haben halt und so musst du irgendwie immer wieder unterschrieben haben. So. Keine Ahnung, aber juckt mich nicht. Ja. Aber schau, ich will das gar nicht. Das ist etwas, da wollte ich mich gar nicht informieren darüber. Weil ich sowieso nicht machen will, weil es mich anschießt. Weil ich nicht ready bin zum Erwachsenwerden. Rödi. Ready, ja. Ich bin nicht Very ready. much. Einfach nicht. Ich auch nicht. Und das Ding ist, ich realisiere so nicht, dass das in ein paar Tagen ist. Also ein paar Tage, 1-2 Wochen. Ja. Das stresst mega. Uff. Uff. I don't like it. Ja, ich habe zum Glück noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, du hast doch noch fast ein Jahr. Ja, das ist ja so. Glücklicher. Kurz für alle zum Mitschreiben. Nehmt jetzt mal schnell euch ein Handy vor, öffnet euren Kalender und schreibt ihr bitte Rauls Geburtstag ein. Und zwar am 2. Februar. Ist richtig, oder? Uff. Stimmt schon? Ja. Ja, gut. Das wäre jetzt ruhig gewesen. Ja, einfach. Das Ding ist, ich hätte so gern zumindest ein kleines Fest gemacht. Aber ich glaube, das kann ich mir gerade Das kannst du vergessen. vergessen, ja. Es ist noch zu früh. Im November mache ich mir Hoffnung, dass sie bis dahin die Hälfte von der
Bewohner von Instagram. Alter, ich bin auf Instagram, sage Bewohner von Instagram. Kollege, mir geht es heute echt nicht mehr gut, Mann. Die Schweizer Bevölkerung durchgeimpft haben, weil dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich doch noch etwas machen kann. Ich habe auch so die Hoffnung, dass wir uns bald impfen lassen. Wenn jetzt alle, die so sind, aber du hast keine Ahnung, was die Impfung macht, das ist mir egal. Meine Großeltern haben sich impfen lassen und ihnen geht es perfekt. Ja, es sind einfach alle die sagen, sie wissen nicht, was eine Impfung sind einfach die behinderten Kinder, die erstens alles nachher sagen, wo irgendwelche Leute sagen und zweitens, die sich absolut nicht informiert haben, was in dieser Impfung drin ist, weil es wird gesagt, was in dieser Impfung drin ist und wenn man ein bisschen biologisch daraus kommt, beziehungsweise sich ein bisschen informiert, dann weiss man nur ganz viel, was dort drin ist und dann weiss man auch ganz schnell, dass das nicht gefährlich ist, was drin ist und dass es nur helfen kann und eigentlich nicht schaden kann. Ich finde das Ding, es ist ja ein RNA-Impfstoff und das ist ja eben ein Botenstoff. Ja. Ich finde es so schlimm. Ich meine, ja, es ist, kann man sagen, es ist verwandt mit der DNA? Eigentlich ja schon. Ja, aber es ist ja keine DNA. Ja, genau. Und es ist halt, es stresst mich so, wenn Leute sind, dass du deine DNA verändern und so. Nur weil es RNA heisst. Du bist so, es ist klar, dass du nicht weißt, was das überhaupt macht. Und das stresst mich dann nicht. Ja. Da bin ich so, was? Dann informier dich doch, was der Unterschied zwischen einer scheiß RNA und DNA ist und informier dich mal genau, was das genau bedeutet, weil ein Impfstoff kann doch nicht deine verdammte DNA ändern. Du kannst deine DNA nachträglich nicht ändern, Kollege, wie tief sinken musst, um das zu glauben. Das ist einfach so traurig. Oder zumindest halt nicht auf einem Weg von einem Impfstoff. Nein, aber wenn es Möglichkeiten geben würde, die DNA nachträglich zu verändern, dann würde es auch keine Trisomie 21 mehr geben. Dann würde es die Krankheitsbilder gar nicht mehr geben, weil man die einfach schnell nach der Geburt oder so ändern können. Aber DNA ist nachträglich nicht änderbar, sonst würde sich ja jeder zu einem Supermann machen. Sonst würde sich ja jeder... Ich bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Jetzt, wenn du Strahlung ausgesetzt wirst und Tumor wegen dem entsteht, ist das nicht eben, weil sich DNA in Anführungsstrichen Schlusszeichen auch verändert? Eigentlich nicht, nein, weil wenn sich deine DNA verändert, wird sich irgendetwas an deinem Körper verändern. Also im Sinn von... Ja, nein, also wenn es jetzt nur die DNA von einer schon bestehenden Zelle so verändert, dass es jetzt eben zum Beispiel einen Tumor gibt. Aha. Dass eigentlich aus dem immer mehr so krüppelige Zellen wachsen. Also ich weiss jetzt halt nicht, ich bin nicht informiert über Tumor und so, aber ja, du sagst, also man kann es nicht gezielt einsetzen. Genau, also man kann es auf jeden Fall nicht gezielt einsetzen, man kann es auch jetzt nicht mit einem fucking Impfstoff und nicht mit einer verdammten RNA, Alter. Dort sind wir uns einig. Ob das jetzt das mit dem Tumor stimmt oder nicht, das kann gut sein, weiss ich nicht. Gut, ich habe das Gefühl, das lernen wir irgendwann in Bio. Ja, oder wir können auch mal fragen, aber Fakt ist, der Impfstoff ist, wenn du keine Allergie gegen irgendwelche RNA-Dinge hast, ist der absolut ungefährlich. Weil ein RNA zerfällt so wahnsinnig schnell. Deswegen ist es auch so kritisch, an dem Impfstoff zu arbeiten. Und was mich einfach am meisten aufregt, Alter, weißt du noch am Anfang von der Corona-Krise, wie alle darum gebeten haben, dass es einen Impfstoff gibt. Impfstoff. Und jetzt haben sie einen, er ist gefährlich, wie geht das, dass der so schnell da ist? Bro, I don't understand your logic. Nein, das ist einfach eins zu viel. Alle fucking Universitäten auf dieser scheiß Welt haben gleichzeitig am gleichen verdammten Impfstoff geschafft. Dann ist doch logisch, dass es nicht 10 Jahre geht, Mann. Überlege doch mal, bevor etwas sagen. Das Ding ist halt, wenn Leute sind, ich will mich nicht impfen lassen. Also allgemein. Okay, deine Entscheidung, ich würde mich nie so entscheiden. Also ich gehe halt so oder so immer auf Nummer sicher. Aber solange du mir deine Meinung nicht ins Gesicht drückst, so das und das ist schlecht für dich, also mach das nicht, dann ist es mir eigentlich auch egal. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Also es ist halt, sobald jemand rumläuft, einfach so die Meinung in mein Gesicht reindrücken, dann habe ich es gesehen, das ist auch so Religionszeugs da. Wenn du auf der Straße angesprochen wirst und so. So da, schau, ich schenke dir eine Bibel, kannst du vielleicht mal bei der Kirche vorbeigehen, wir glauben an das und das und das und wegen dem und dem solltest du auch an das glauben. Dann denke ich so, sorry, aber nein. Ja. Yeah. Also da interessiert es mich einfach nicht mehr. Stimmt, ja. Well. Ja. Aber ich glaube, das ist ein gutes Ende für unseren Podcast. Ja, ich glaube, wir haben auch gerade voll die Länge erreicht. Ja, eine gute Länge. 1,20. Ist okay. Das passt. Yes. Mit dem kommen wir klar.
Yes, very much. Kurze Zusammenfassung, Jungs. Der Impfstoff ist nicht gefährlich. Das ist momentan die einzige Aussicht, die einzige einigermaßen sinnvolle Massnahme, wo wir haben gegen Corona. Und wenn ihr euch irgendwann wieder ein normales Leben wünscht, dann müsst ihr euch einfach impfen lassen. Informiert euch über den Impfstoff. Es gibt genug Sachen, wo man informieren kann. Ihr habt alle vielleicht irgendwie noch Kontakt zu euren Bio-Lehrern. Fragt die. Ihr könnt irgendwelche Ärzte fragen, ihr könnt im Spital anrufen, ihr könnt googlen. Ihr habt alle Zugriff zum Internet. Nutzt das, bevor ihr irgendetwas in die Welt raussetzt, ohne dass ihr Ahnung habt. Das wäre uns noch wichtig. Ja, selbst wir wissen, was in dem Impfstoff drin ist, und wir sind nicht die Hellsten, also. Genau. Ja. Genau, also man muss einfach die richtigen Quellen haben. Und wenn man dann mal nicht das findet, wo man die ganze Zeit daran geglaubt hat, dann muss man es halt auch einfach mal akzeptieren. Stimmt. Also ich meine, es müssen vertrauliche Quellen sein, das ist einfach vielleicht wichtig zu sagen. Es kann nicht einfach irgendjemand sein, der im Internet sagt, es ist das und das. Das ist keine Quelle. Das ist ein Vollidiot, der irgendeinen Scheiß raushaut. Das ist richtig. Gute Ergänzung. Wolltest du sonst noch ein Schlusswort machen, Raul? Genau. Die Expertin schlägt vor, mit Masken Sex zu haben. Gut, Jungs. You're welcome. Masken mit Sex, haltet euch an die Regeln. Schöne Zeit. Also, ciao zusammen, macht es gut. Adieu. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.